Als erstes einmal Hallo und damit auch ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video. Heute gehen wir einmal auf ein Lernvideo auf der Harfe, und zwar ist Begleiten lernen zu Ziehharmonikastücken. Und da möchte ich jetzt eigentlich einmal ein paar Sachen davor erklären, weil es wie immer eigentlich sehr wichtig ist, dass man mal die Grundlagen versteht. Und zwar bei der Ziehharmonika ist es entweder so, man drückt entweder zu oder man zieht auf. Dadurch verändern sich auch die Tonlagen, wie man so sagen kann. Im Normalfall ist Begleiten bei der Harfe eigentlich relativ einfach, weil man eigentlich im Grundprinzip gerade 2 Griffe lernen muss. Das Schwierige dabei ist halt zu wissen, wann zieht der Ziehharmonikaspieler dabei auf und wann drückt er zusammen, weil dann muss man eben anders greifen bei der Harfe, und das sind da eigentlich die einzigen Sachen, die sich verändern im Spielen. Um das jetzt zu veranschaulichen, habe ich die Ziehharmonika da, und wir können sie auch ausprobieren, wenn ich jetzt eben zudrücke und den gleichen Ton spiele, so wie jetzt da dann. Und jetzt das gleiche, wenn ich ziehe. Also man merkt auf jeden Fall einen Unterschied, und deswegen müssen wir auch bei der Harfe umgreifen. Und jetzt gibt es natürlich noch einen anderen Punkt, der was sehr wichtig ist, und zwar in welcher Tour sind wir überhaupt auf dem Weg. Das ist jetzt eine GCFB Ziehharmonika. Das bedeutet, die erste Reihe ist die G-Dur, C, F, B. Also GCFB von außen nach innen. Das ist immer wichtig zu wissen, wenn ich jemanden begleite, welche Touren hat der auf dem Zieher, und es könnte auch sein FBSS oder BSS. Aber sobald wir das mal herausgefunden haben und wir unseren Grundgriff können, würde ich jetzt einmal sagen, sind wir eigentlich in der Lage, jeden zu begleiten. Im Prinzip, was wir jetzt mit der Harfe lernen wollen, ist eigentlich das gleiche, was wir mit dem Bass tun. Und zum Beispiel beim Walzer, den wir ja eben so. Bei der Polka geht es halt einfach gerade mit einem Schlag. Bevor es jetzt nur mit dem Griff losgeht, möchte ich nochmal ein herzliches Danke sagen, und zwar an die Steffi aus Meierhofen. Und zwar, die hat mich eigentlich danach gefragt, ob ich so ein Lernvideo mal mache. Ich habe mir jetzt nämlich gedacht, nachdem ich für sie ein Lernvideo aufgenommen habe, sollte ich das eigentlich einmal machen und ins Internet stellen, damit das eigentlich jeder die Verfügung hat dazu. Da hat sie mir auf die Idee gebracht, deswegen danke an die. Und jetzt gehen wir schon weiter mit den Griffen. Und zwar als erstes müssen wir natürlich wissen, in welcher Tour sind wir unterwegs, und auch dann müssen wir auch unten unsere Pedale stellen. Im Idealfall wissen wir schon, wenn wir jetzt ein bisschen fortgeschritten sind im Harfespielen, wissen wir auch, welche Pedale welche Touren machen bei unserer Harfe. Und sonst müssen wir eigentlich im Internet die Touren eingeben und mit dem Stimmgerät die einzelnen Seiten herausfinden, in welcher Tour sind wir jetzt. Das ist eigentlich auch ein relativ einfacher Weg, um herauszufinden, welcher Pedal macht jetzt welcher Tour, weil eben die Pedale ja die Seiten verstimmen. Wenn wir jetzt aber so weit schon sind und eigentlich wissen, in welcher Tour sind wir jetzt auf dem Weg, und der Zieherspieler sagt uns jetzt, er spielt jetzt in C-Dur, dann sind wir ganz einfach einmal dazu angehalten, in die C-Dur einzuspringen mit unseren Pedale, und dann suchen wir uns als erstes die C-Seiten. Das ist immer das erste, wenn er sagt, er hebt in der F-Dur an, dann machen wir die F-Dur eine und wir suchen uns die F-Seite. Wenn er sagt, hey, ich will die Ass-Dur oder sowas, dann suchen wir uns auch als erstes, dann wir die Pedale eine für die Ass-Dur, und dann wir die Ass-Seite als erstes suchen. In dem Fall sind wir jetzt auf der C-Seite, dann nehmen wir uns die C-Seite, da legen wir unseren ersten Finger jetzt hin. Dann lassen wir eine Seite frei, dann wir einen zweiten Finger hin, dann lassen wir nochmal eine Seite frei, da wir einen dritten Finger hin, und dann wir unseren Daumen wieder auf die C-Seite, auf die nächste. Also da haben wir die erste und da haben wir die zweite C-Seite. Das gleiche tun wir mit der Hand. Wir heben jetzt wieder da an, auf der gleichen, da dann den ersten Finger, eine Seite freilassen, dann einen zweiten Finger, eine freilassen, einen dritten Finger und zu guter Letzt einen Daumen wieder auf C. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich voll ausgerüstet. Ja, jetzt wollte ich selber gescheit die C-Dur rein tun und habe die F da drin. Aber jetzt sind wir in C mit dem Griff. Jetzt, wenn wir in der Position sind, haben wir eigentlich schon mal das erste gewonnen. Und zwar, wenn er jetzt eben zudrückt, dann können wir so begleiten. Wir schlagen als erstes mit dem ersten Finger mit dem Daumen an, machen. Sagen wir mal, er spielt einen Walzer. Dann müssen wir jetzt da hinten zweimal schlagen. Also wir schlagen mit dem ersten Finger und mit dem Daumen die C-Seite an. Und schlagen da mit der Hand alle Seiten in einem Takt, und das heißt dann eigentlich mit Spielen da das, so wie davor beim Bass vorgespielt haben. Das heißt, wir spielen jetzt so. Zuerst spielen wir die 2 Seiten an,
Dann nehmen wir die zwei dazu und können einen Daumen an, dann spielen wir mit den 3 Fingern. Das wäre jetzt eigentlich also die klassische C-Dur, wenn ihr ihm zudrückt. Dann als zum Außerfinden, weil irgendwann unvermeidlich wird er irgendwann einmal aufziehen, weil ihm irgendwann die Luft ausgeht, blöd gesagt. Und um jetzt auszufinden, und das müsst ihr jetzt einfach selber im Studium probieren, wo hupfe ich dann als nächstes hin? Da gehe ich dann immer, ich habe jetzt C, und um jetzt auszufinden, wie muss ich dann jetzt weiter hupfen, muss ich immer C. Das ist der Übergang. Also das ist immer. Und dann weiß ich, aha, wenn er jetzt auftut, dann bin ich in G da lang. Dann tue ich jetzt wieder. Also jetzt, das habe ich herausgefunden, nur einfach, weil ich die 4 Seiten da raus tue. Ich habe eigentlich gar nicht mehr tun. Er sagt mir, hey, ich spiele jetzt C-Dur. Und weil ich jetzt eben weiß, ich habe das schon daheim probiert, C-Dur ist ja so, da tue ich rot. Und dann, wenn er auftut, dann muss ich 4 überspringen. Dann weiß ich bin in G. Und jetzt da bei G tue ich das gleiche. Erster Finger auf G, eine Seite freilassen, da auch wieder eine Seite freilassen und einen Daumen wieder auf G. Der Daumen ist immer da, wo der erste Finger ist. Bei der Hand da halt auf jeden Fall. Und da bin ich jetzt aber eigentlich immer noch auf C, und um jetzt das zu wissen, tue ich jetzt da meinen ersten Finger, den habe ich jetzt sonst auf der roten Seite, tue ich um eine Seite zurück, also einfach genau Schritt für Schritt zu machen wie, um eine Seite den ersten Finger zurück, dann einen zweiten Finger, tue ja um eine Seite zurück, einen dritten Finger lasse ich so wie der ist und einen Daumen, den tue ich jetzt um eine Seite vor. Jetzt lasse ich das so. Jetzt stoße ich wieder einen ersten Finger und einen Daumen an. Und das klingt ein bisschen komisch, das muss auch komisch klingen, eben weil wir jetzt da in so ein Zwischentour sind. Und für das braucht man eigentlich den komischen Griff. Aber eigentlich haben wir es jetzt schon heraus, weil wenn ich jetzt wieder zudrücken will, dann müssen wir eigentlich nur da. Und das war eigentlich schon die ganze Hexerei. Jetzt sind wir halt einmal die C-Dur, haben wir jetzt gelernt. Um ihn jetzt nicht ganz im Dunkeln zu lassen, machen wir vielleicht die F-Dur an, dann haben wir jetzt 2 Beispiele gemacht, dann sind wir eigentlich schon relativ brandsicher, kann ich jetzt mal sagen. Um die F-Dur, er sagt uns jetzt praktisches Beispiel, der Sicherspieler sagt uns, er spielt jetzt in F-Dur. Was tun wir? Als erstes tun wir die F-Dur bei den Pedale, mit den Pedalen einstellen, das müssen wir kennen, das ist immer Grundvoraussetzung. Dann suchen wir uns die F-Seite, in dem Fall die blaue, lassen von der F-Seite eine Seite frei, legen da einen zweiten Finger hin, lassen eine Seite frei, legen da einen dritten Finger hin und der Daumen kommt wie immer auf die F-Seite. Das heißt, da haben wir gleich an, erster Finger auf F, eine Seite frei, dann einen dritten Finger und zu guter Letzt ein Daumen, der kommt wieder auf F. Jetzt sind wir. So sind wir. Das ist jetzt eigentlich ein stinknormales F. Und um das jetzt geltend zu machen als Bass, sagen wir jetzt, er spielt eine Polka, dann spielen wir jetzt als erstes mit dem ersten Finger mit dem Daumen die F-Seite an und dann als zweites dann mit D3 spielen wir dann einen zweiten Takt an. Ich spiele es jetzt mal vor. Also gut, wir haben gesagt Polka. 3 Finger. Und wenn wir das jetzt herausnehmen, wenn wir da dann, weil da hinten bleiben wir immer gleich, wir schlagen mit alle an, mit alle 4 und können da auch das Rollen da machen, wo man sie ein bisschen, wie soll ich sagen, fließend anspielen, also so. Und um jetzt aber das zu wissen, wenn er aufzieht mit der Ziehharmonika, wie muss ich dann tun? Dann gehen wir auf die F-Seite und springen nur auf 4 Seiten weiter.
wissen wir, wenn er aufzieht mit der Ziehharmonika, dann sind wir da in C. Heben wir in C an. Bei C tun wir gleich wieder vor. Erster Finger auf C, eine Seite frei. Zweiter Finger, eine Seite frei. Dritter Finger, Daumen auf die C-Seite. Dann sind wir jetzt da mit der Hand immer noch auf F. Das heißt, wir legen einen ersten Finger, den wir um eine Seite zurück. Den zweiten Finger, den wir um eine Seite zurück. Der dritte Finger lassen wir so. Und einen vierten Finger, den wir um eine Seite vor. Und wir sind jetzt da in C, weil er immer auftut. Okay, soweit wissen wir eigentlich alles. Falls es jetzt da noch Fragen gibt, dann könnt ihr sie gerne in die Kommentare stellen, weil da mache ich dann noch ein Ergänzungsvideo zu dem Video, falls noch irgendwas unklar ist. Um das jetzt gleich gesagt zu haben, es ist egal, ob es zum Beispiel jetzt bei F, ob es die da vorne nimmt, also ob es tief begleitet ist bei F oder ob es jetzt eben da hinten begleitet. Das ist im Moment eigentlich euch überlassen und eurem Geschmack sozusagen. Bei Baulieder klingt das Tiefere besser, bei das Höhere, das muss eigentlich jeder für sich selber entscheiden, wie das macht. Das Wichtige ist jetzt einmal, das zu lernen, wie man die Finger hinlegen muss. Und dann würde ich sagen, falls euch das Video geholfen hat, dann vergesst nicht, einen Kanal zu abonnieren oder ein Like da zu lassen. Und alles in allem, danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche zu einem neuen Video.